Wie bitte? Was würden Sie sagen? Ich glaube, ich würde bestehen. Sie würden durchkommen wahrscheinlich, okay. Ja. Ne? Ja. Ja, ich denke. Okay, kann sein. Boah, ich weiß nicht, ob die Firma die Wand war. Ich sag, es ist todesunlustig. Da sind wir uns alle einig. Aber ich sag, ich glaube, es ist die Firma um 22:31 Uhr, aber ich glaube, es ist nicht so die, weil, lass mich ausreden, das ist doch dieses Meme von Family Guy. Die wollen halt einfach nur lustig sein und dieses Meme einfach nachmachen. Ist ja nicht ernst gemeint, Digga. Ne, natürlich schon soll man vielleicht im Fernsehen das doch nicht machen, aber ja, Bruder, ist mir auch egal. Wir haben ihn verloren. Oh, ich schwöre, ich dachte, das ist echt. Habe ich schon 100-mal gesehen auf TikTok. Mein erster Freund. Das skippe ich mittlerweile. Habe ich gestern auch geskippt, habe ich genau das gleiche gesagt. Let's Kann diese AI-Scheiße nicht mehr. Okay, das war auch AI-Scheiß gerade bei Kevin. Oh Gott, sorry. Sorry. Digga, ich hab mich verklickt. Ich wollte eigentlich das hier anklicken. Das hier. Das war besser. Ösi-Tour, das kann die. Ja, weil Ösi-Tour abgebrochen wurde als Skandi-Tour, aber ich hätte mir vorstellen können, dass Ösi-Tour besser wird. Weil wir wären ja noch in Graz und Wien gewesen. Ich glaube, das wäre richtig geil gewesen. Dann wären wir vielleicht noch in Linz gewesen. Ich sag, dass die letzten 2-3 Tage wären krass gewesen, sage ich. Was ist das? Das Was? Ist das Minecraft? 6-7. Das 6-7. Ja, die wollen alle. Öse-Tour Roburion. Das gibt es. Ich schwöre, die Ösi-Tour wird corrupt, Digga. Real Talk. Ösi-Tour, nee. Also wir holen die Ösi-Tour nochmal nach, aber nur Graz, Nur Wien und vielleicht Linz. Und dann machen wir direkt, also die Heiko hatte die Idee, Ösi-Tour into Streamer-WG. Also Ösi-Tour fahren, Tour, noch die restlichen Dinger abklappern und dann nach Kroatien irgendwie und dann da Streamer-WG. Aber das dauert dann, bis das ist, ne? Wieso bist du extra in dein zweites Haus gefahren für den Stream? Ich war auf dem Weg hier gerade. Das lag auf dem Weg. Nee, ich habe eigentlich was anderes gemacht, aber ja, lag auf dem Weg. Also das hier war näher als zu Hause. Das ist Hugo, ne? Das ist, oh, wie cool. Ja, ich wollte gerade sagen. Oder ich check, okay, Real Talk, ich check nicht, warum hier jeder sagt, dass das krass ist. Also ich nehme den Glaze natürlich an, aber Bruder, ich bin nur 3 Kurven gefahren. Also, ihr hättet mal da hinten sehen müssen. Hier bin ich wie ein Gott gefahren, Digga. Aber das haben die gar nicht gezeigt, glaube ich. Hugo, ne? Oder? Nee, die haben sich die ganze Zeit gefilmt, glaube ich. Das ist, oh, wie cool. Ja, ich wollte gerade sagen. Oh, das wie wäre cool. so tough. Sorry, Digga. Oder ist das zu krass für mich? Ja, scheiße. Mein erster Freund hat klassische Musik gemacht. Wie heißt der? Nein, der ist nicht bekannt. Pasternak. Gabriel Pasternak. Gabriel Pasternak. Wie könnte man diesen Namen vergessen? Wir haben Monate zusammen gelacht. Entschuldigen Pasternak, Sie mich, Digga? dass ich mich einmische, aber ich bin Zeug Ihres Gesprächs geworden. Dieser Zufall, ich kann es nicht fassen. Ich war die Lehrerin von Gabriel Pasternak in der Schule Nummer 7, El Palomar. Signora Leguizamon? Ja. Bruder, wer ist Pasternak, Digga? Ich bin Ignazio Fontana. Erinnern Sie sich? Ignazio Fontana. Kennt ihr noch jemand der anwesenden Gabriel Pasternak? Ja. Wieso sind Sie hier auf diesem Flug? Haben Sie Ihr Ticket selbst gekauft? Nein. Ich arbeite für eine Immobiliengesellschaft. Das ist ein Film, Bruder, das ist komplett an mir vorbeigegangen, Digga. What the fuck? Gar nichts mitbekommen. Liebe Nicole, heute ist ein Freund dabei. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das interessiert sicher sehr viele Leute. Also es war wirklich Liebe auf... Digga, ist das Dings? Nein. Ist das die? Der Jeremy hat Candice in den Arsch gefickt. Ist das die? Ja, oh mein Gott. Den ersten Blick, wir haben uns im Schwimmbad kennengelernt, beim Kongressbad im Sommer. Ja. Und ich habe ihn angesprochen und er hat mit mir dann zum Reden angefangen. Okay, und wie heißt dein netter Freund? Philipp, Und ist ein ganz lieber der Philipp, oder? ein sehr netter Typ, ich muss schon sagen, so einen bekomme ich nie wieder. Und ich Wer hat die Mutter von Jeremy in den Arsch gefickt? Digga, ich muss kurz healen damit, Alter. Warte kurz. Wer hat die Mutter von Candice in den gegeben? Es war Jeremy, aber der tut doch Würstel verkaufen. Das passt hinten und vorne nicht. Weil der Major Monogram. Der Major Monogram. Digga, hat die das alles gelöscht, Alter? Jeder hat ein Geschlecht. Ach ja.
Oh, ich wurde getroffen. Ich glaube, ich schaff das nicht mehr. Hier, Mini, du kriegst nach 25 Schild. Junge, wir sind nicht in Vorteil, das funktioniert Fett. Oh nein. Beast Games Staffel 2. Oh Gott, alles wiederholt sich. Oh mein Gott, alles wiederholt sich. Beast Games habe ich damals geguckt, als es mir richtig grauenvoll ging in diesem 40-Tage-Pause. Da habe ich Beast Games geguckt. Nicht schon wieder. Machen die besten Spielzüge, wenn es drauf ankommt. Herzschmerz, Wendungen und Verrat. Wir wollen ein ehrbares Spiel spielen, okay? Wir werden darüber nachdenken. Er wird bald wieder eine 40 Tage nie wieder. Leckeier. Digga, ich bin so gefickt in diesen 40 Tagen. Also nachdem ich wiedergekommen bin. Hier, damit es dir noch schlechter geht. Aber ich will noch nicht. Aber du musst. Ich will noch nicht. Ich muss gar nichts. Ja. Also, schlaf gut. Dann was Süßes. Genauso wie dein Chat. Und wir hören uns morgen. Du gehst echt. Ja. Okay. Wie peinlich. Wer hat die Mutter von Jeremy in den Arsch gebumst? Es war Balschied. Balschied, aber der ist noch minderjährig. Bitte, Balschied, das darfst du nicht. Wer hat die... Digga, das war Prime Leben, Alter. Oder ich werde mir nicht 3 Stunden 23:17 Bob der Baumeister anschauen, du Bastard. Das werde ich nicht tun. Bitte, ich will schlafen gehen. Du wolltest ihn noch nicht. Oder bitte, lass mich runter mit, bitte. Bitte. Oder was ist das für eine... Bro, what the fuck, Digga? Bro, Andi, Mats, haben wir uns nicht getroffen in Bregenz? Bist du Coxic on oder Offstream drücken? Bro, das ist eine krasse Nachricht, Bro. Aber nur Liebe, Bro. Nein, das kann kein Zufall sein. Kriegsgebieten ist für Journalistinnen und Journalisten riskant. 67 von ihnen sind dieses Jahr entweder durch Kämpfe oder kriminelle Organisationen getötet. Das ist überhaupt nicht lustig, Leute. 14. Achso. Also seid ihr. Achso, ihr beide seid 14. Habt ihr gelutscht? Ja, ja. Aha. Ja, hörst du mich? Hörst du mich? Hast du gelutscht? Ja. Wie bitte? Ist tough. Ist tough? Hast du gelutscht? Ja, Bruder. Ah, okay. Aus Berlin. Berlin! Hast du gelutscht? Ja. Ja. Kommst du wirklich aus Berlin? Hast du gelutscht? Ja. Ah, Natürlich. Mit dem Döner passiert. Magst du weiße Fußnägel? Ich mag gar nichts. Ich mag gar nichts. Kommt die Roblox-Map noch dieses Jahr? Ja, die ist eigentlich fertig. Eigentlich könnte ich die releasen, aber ich will nicht wegen Minecraft-Server. Deswegen will ich nicht. Ich glaube, ich warte auf bis nächstes Jahr. Ja. Du hast Nikolas gecarried. Boah, rede mal ein bisschen. Digga, ich hab auch endlich meine Vivis, Alter. Junge, holy shit, Digga, ich hab so eine Bomboklat-Vivi, ne? Junge, ich bin wieder zu Hause, deswegen konnte ich jetzt sehen, was angekommen ist. Ich hab 10 Vivis oder so und ich hab eine riesen XXL-Vivi, Digga. Ich hab die leider gerade nicht hier. Aber Bruder, ich hab so eine fette Vivi, Digga, ihr checkt nicht, Bro. Die ist noch fetter als dieses Basti-Plushie, was die ganzen Influencer bekommen haben. Ich glaube, fast doppelt so groß. Also das ist schon krass, Digga. Die ist schon sehr fett, Digga. Glaubst du, du würdest gegen ihn im 1-on gewinnen? 100%, Digga. Bro, das ist ein klassischer Fall von Ausdauer lässt nach irgendwann. Ach, Digga, by the way, ich war heute zum Arzt. Junge, ich kümmere mich endlich wieder um mich, Digga. Ich habe Therapie heute angefragt. Ich war 2-mal beim Arzt. Morgen werde ich wieder zum Arzt gehen. Oh, ja, Bruder. Ich war heute Zahnarzt wegen dieser Karies-Scheiße da. Die ist jetzt weg. Und ich war beim Arzt wegen meinem Arm. Bei so einem Extra-Arzt. Und jetzt rate mal, was ich hab, Digga. Bruder, einfach, ich hab Muskelfaserriss, Digga. Ich lauf seit 2 Wochen mit dem Muskelfaserriss die ganze Zeit rum, Digga. Bro, kein Wunder tut das die ganze Zeit höllisch weh, Alter. Alles wegen mich, Digga. Real Talk. Ich hab mir das auch direkt geschrieben danach, Digga. Alles wegen Rage Room. Nee, beim Rage Room hatte ich schon den Muskelfaserriss. Das war, als Wichtig und ich da uns da gestritten haben. Bruder, bei diesem Rage Room hatte ich Muskelfaserriss.
beim Snowboardfahren hatte ich Muskelfaserriss, beim Eislauf hatte ich Muskelfaserriss. Bruder, ich dachte die ganze Zeit so, ja, es kann nicht so deep sein. Hab die ganze Schmerzmittel gepoppt. Aber Digga, das hat so wehgetan, Alter. Bruder, und heute Zahnarzt war auch Hölle, Digga. Junge, aber ich tag mehr Schmerz, glaube ich. Ich bin ein Mann geworden. Digga, also Zahnschmerzen waren höllisch, Digga. Aber ich habe gesagt, nee, ohne Spritze. Ich mach so. Das. Ausholen nach unten. Oder wie bitte? Ausholen über außen. Führ durch die Mitte durch. Ausholen durch die Mitte durch. Über unten ausholen. Ausholen. Das ist crazy. Digga, heute hatte ich. Bruder, ich war heute Tankstelle. Hab was gekauft. Junge, und ich bereue wieder alles. Digga, ich kann nicht mehr. Ich trau mich nicht mehr in eine Tankstelle, Digga. Junge, du wirst die ganze Zeit nur angeguckt, Bruder. Also von Zuschauern. Digga, das bockt nicht. Junge, vor allem, ich hab nicht was Peinliches gekauft, aber ich hab was gekauft, was so ein bisschen nicht normal ist. Digga, das ist so, sorry, Cristiano Ronaldo. Nein, aber, Digga, ich hab richtig Angst mittlerweile irgendwo einkaufen zu gehen. Ich hab gar keine, Bruder, hätte ich in Deutschland eine eigene Wohnung? Oder ich würde nie einkaufen gehen, nie. In Luxemburg habe ich noch so Glück, weil in meiner Hut, da sind nur Rentner so. Aber Tankstelle ist halt wieder was anderes dann. Tankstelle ist dann halt, da sind dann keine Rentner mehr. Hast du wieder zum Alkohol gegriffen? Nein, Digga. Bro, ich würde sogar sagen, Alkohol, Tankstelle kaufen normal. Nee, ich werde euch das nicht sagen, aber ja. Alter. Alter. Bruder, warum so krass, Digga, hä? Bleibst du über Weihnachten bei Familie? Ja, Bruder, 100%, ja. Ich hätte eine Frage, ob das stimmt. Stimmt das mit Simon Desue, dass der wirklich gefoltert wird? Mit der Aber du, Digga! Junge! Wir sind gerade bei blauen Eiern! Das stand Was ist los bei dir? Der stand bei Blue Steaks, Alter. Digga, das glaubst du? Simon Desue wird mit Vorhautdehnung gefoltert. Und dann machst du das noch bei der Tagesschau. Also du bist ja zu dumm fürs Internet. Welche Zeitschrift schreibt? Digga. Kann es natürlich nur eine Person geben, die das Ding heute Abend mit nach Hause nehmen darf. Und das ist heute Abend Let's Hugo! Warte mal. Digga, hab ich euch eigentlich dieses taffe Bild gezeigt schon? Junge, Wichtiger hat so ein richtig toughes Bild von mir gegatekeept, Digga. Junge, das hätte ich auch posten können. Der Wichser. Digga, das hier. Junge, das ist ja so ein toughes Bild gewesen. Verfickte Scheiße, Digga, warum gatekeept er? Da stand ich auf dem Tisch und ich war völlig nüchtern, Leute. Als Cristiano Ronaldo sah, wie Phil Jones zu Boden ging, setzte er sofort eine Kicktherapie ein. Und Jones... By the way, ich bin nicht auf dem Monty-Event. Ich habe gestern und vorgestern geguckt, ich kann nicht. Ja, Bruder, was ist mit meiner Kerl los, Digga? Ich wäre gerne dieses Jahr dahin gegangen, aber an dem Tag trainiere ich mit Uwe für Turmspringen. Und? Glaubst du bist so bekannt, dass du schon auf der Epstein-Liste stehst? Vielen Dank für den Wort. Kann möglich sein. Kann möglich. Frag ihn mal das. Traust du dich, ChatGPT diese Frage zu stellen? Aber Warnung vorab, das ist wirklich nichts für schwache Nerven und könnte dazu führen, dass dir die Ergebnisse gar nicht gefallen. Geh also in ChatGPT und gib das ein. Ich möchte eine tiefgreifende, radikal ehrliche Analyse meiner Persönlichkeit basierend auf allem, was du über mich weißt. Zerlege mein Verhalten, meine Muster und meine psychologische Struktur so, dass ich mich selbst klarer sehe als jemals zuvor. Welche Masken und unbewussten Schutzmechanismen nutze? Oder okay, Digga, okay, Bro, okay. Ich frag. Aber ich brauch den Text, Bruder. Description, Prompt zur Persönlichkeitsanalyse. Junge, ist es so deep, Bro, dass er eine extra Seite macht mit dem Text? Jetzt bin ich gespannt, Digga. Das erste stimmt schon mal direkt nicht, Digga. Maske A, die kontrollierte Professionalität. Was ich sehe, du willst extrem zuverlässig wirken, funktional diszipliniert. Bruder, nein, will ich nicht. Was juckt mich das? Mann, ich habe das Gefühl, dass ChatGPT ein bisschen schlechter geworden ist einfach. Bro, die nehmen nur die letzten Sachen aus den letzten 1-2 Monaten, Digga. Oh, wollen wir einen Ösi-Tour-Beitrag machen jetzt? Ah nee, jetzt hochladen wir Arsch. Das hatte ich doch.
Doch, aber ich kann nicht hinkommen. Das hört sich richtig so an, als wäre ich nicht eingeladen worden und ich tue jetzt so, ja Leute, ich kann nicht.